Gott will Rettung. Und darum sandte er Jesus Christus in diese Welt hinein. Und der Herr Jesus, er war der einzige Mensch, der ohne Sünde war. Er hat ein perfektes Leben geführt, so wie es sich Gott eigentlich ursprünglich gedacht hatte. Und jetzt war er bereit, wie ein Schwerverbrecher an diesem Kreuz für uns zu sterben. Er ging an dieses Kreuz und dann nahm er die Schuld der ganzen Welt auf sich. Er wurde beladen mit der Sünde der ganzen Welt. Und weil Sünde von Gott trennt, musste der Vater sich von seinem Sohn abwenden. Und Jesus schrie an diesem Kreuz: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und so starb Jesus Christus für unsere Sünden, mit unseren Sünden, an diesem Kreuz. Und der himmlische Vater hat dieses Opfer seines Sohnes angenommen und bestätigt als vollkommen gültig, indem er ihn am 3. Tag aus den Toten auferweckt hat und zum Retter der ganzen Welt bestimmt hat. Und jetzt sagt der Herr Jesus in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Und wenn du bereit bist, darfst du heute Abend, so wie du bist, zu Jesus Christus kommen. Das nennt die Bibel Bekehrung. Wenn ein Mensch so zu Jesus Christus bewusst kommt, mit der Bitte um Vergebung, dann wird ihm von einem Moment auf den anderen seine ganze Sünde vergeben und dann steht er da, wie wenn der noch nie gesündigt hat. Das ist Gnade, Vergebung. Wenn der Mensch seine Sünden Jesus bekannt hat und Vergebung gebeten hat, dann macht er den zweiten Schritt. Die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 12, alle, die Jesus aufnahmen, denen gab Gott Macht, Gottes Kinder zu werden. Das sind die, die von Gott geboren sind. Das Einzige, was wir tun müssen, ist zu diesem Jesus zu kommen und ihn und das, was er am Kreuz für uns getan hat, einfach annehmen und ihm danken. Dann gehört's mir. Dann bin ich gerettet. Dann bin ich ein Kind Gottes